Diesen Monat war am LGE de Vernissage vom Andi Gene seiner Ausstellung. Wir haben den Lützeburgischen Künstler gefragt, wie hin zu seiner Arbeit gekommen ist. Schon am jungen Lycée habe ich meine Premiere gemacht mit Premiere Artistik. Da bin ich auf Breslau, den Institut Saint-Luc gegangen, wo ich BD studiert habe. Ja, da sind ich heimgekommen und dann habe ich einfach gedacht, okay, du probierst mal hier und da ein bisschen Arbeit zu fahren, dass die Telefon noch weitergehen, die E-Mail-Adresse weitergehen, dann löst, dann kommen immer mehr Leute und dann kriegt ihr irgendwie Arbeit. Wenn es durch die Ausstellung von Andi seine Werke geht, da stellt ihr sehr fest, dass hier ein Geschichtenerzähler ist. Ein Poet, dem seine Welt oder Welten, Comics, Fantasieideen sind. Hier schafft faszinierende Fantasiewelten mit vielen Ausspielungen und als reelle Welt. Und dabei sind Figuren stark ausgeprägt und unverkennbar, wenn sie ein Kehr gesehen hat und sich damit beschäftigt hat. Die Ausstellung als von vielen ein Succès. Das kann ich dadurch auch feststellen, wenn ich von meinem Büro hier rauskomme, dann renne ich normalerweise mit der nie in die Karte. Also der Gang steht weil immer voller Schüler. Wirklich, weil sie fasziniert sind von dem, was sie da gesehen. Also mir gefällt die Ausstellung immens gut. Ich fand es ganz witzig, was gezeichnet. Also ich entdecke lauter so kleine Geschichten, die dran sind. Was mir gut gefällt in der Ausstellung ist, dass was mit Tim besonders heraussticht, immer als die Lebensfreude, die an seinem Personage sticht. Also das nicht nur einen, die gut malen kann oder gut zeichnen kann, das auch einen, den sein Personage leben lässt. Wie also zu dieser Ausstellung gekommen? Ich war Schüler hier am jungen Lycée auf der Artistik. Und heute den Carlo Schmitz, Tischprof mehr war, den haben mich einfach gefragt, du hast keine Lust für bei uns auszustellen. Und so, ach, Lust finde ich. Und voilà. Ihr habt Arbeitsplatz aus zu Brüssel. Für war dann Brüssel, Kolonne Lützeburg? Ich bin zu Brüssel studiert. 10 Jahre habe ich da gewohnt. Wir sind aber mittlerweile nur auf Lützeburg geplant. Brüssel ist nun mal die Hauptstadt von der BD. Wirklich halt auch in Europa. Da sind das Studium schon gelebt, auch entdeckt und da bleibt dann die Moment du. Welche Ratschläge gibt der Schüler an Leute, die Künstler gehen? Einfach immer mal zeichnen, egal was, ob das Observationszeichnen ist, Perspektivzeichnen, mit Farben, etwas mal, weil wirklich alles kann in einem Comic anwenden. Sie hat das Komposition, wie ein Stofffeld oder so. Mir für allem einfach den Spaß dabei behalten, weil irgendwie an 10 Jahren, wo ich geschafft habe, also immer ein Moment kommen, wo aber riskiert, dass ich an einen gut hinfällt, dass ihr seht, das musst du machen, und da geht irgendwie Arbeit. Und dann hast du mir da Wert zu machen. Von immer sich selber auch dann pushen, in selber probieren, okay, das war nicht so gut, das nächste geht besser. Und dadurch immer besser gehen, an eine Routine aufkommen lassen.